Vielmals merci, Herr Präsident. Und ich denke mal 3 Punkte nun, wo wir eigentlich alle übereinstimmen. Erstens mal, Essen ist lebensnotwendig. Zweitens, und ich meine, das sind wir auch eins, gut essen als ein Genuss. Und drittens, gesund und ausgeglichen essen, das ist definitiv die beste Basis für unsere Gesundheit. So, bei der Regierungsbildung hat der Landwirtschaftsminister die Ernährung, die Alimentation als neue Aufgabe kriegt, respektive die Aufgabe ist auf hier gestracht gehen, was sich ja dann noch am NUM widerspiegelt. Und am Koalitionsakcord immer weiter festgehalten, dass wir uns engagieren für einen nachhaltigen, einen intelligenten, einen modernen, einen resilienten und einen diversifizierten Lebensmittelsystem. Wir wollen uns einsetzen für eine sichere und gesunde Ernährung, an dem wir eine regional, nachhaltig und resilient Landwirtschaft fördern. Und in dem Sinn haben wir 6 Aktionsfelder definiert, die sich aus der TNS-ILRAS-Etude von 2023 ergeben. Und für uns wäre es wichtig, dass wir die Chambre als erste Pouvoir auch als erste frohen. Parallel dazu haben wir aber nach rund 60, 61 Stakeholdern aus dem ganzen Lebensmittelbereich gefragt. Das geht, wie gesagt, von den Berufskummern, über die Produzenten, über das Lebensmittelhandwerk, den Konsumentenschutz, die Schulen, bis hin bei den Moveco. Weil wir auch von hinten wollen wir gerne die Ideen sammeln, wenn wir dann eher Ideen haben, die wir dann auch kriegen, mit den Ideen von den Stakeholdern, wollen wir auch gerne den ersten Aktionsplan Alimentation ausschaffen. Dafür brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr zusammenarbeit, weil das nicht nur der Landwirtschaftsminister, den für die Ernährung sich zuständig ist am weiten Sinn, wenn ich natürlich gesunde Ernährung schwätzen, dann ist das doch Zonte, wenn ich Ernährungsbildung schwätzen, dann ist das doch nach Dedikation, aber wenn ich von Abfallmanagement schwätze, von Gaspillage alimentär, den Abfall, dort natürlich auch nach den Umweltminister, das ist auch, wenn ich länger stehe, da werden die einzelnen Ministerien sich zusammen den für den Aktionsplan auszuschaffen. Ich komme dann kurz auf die 6 Aktionsfelder hin, ich dann fortgehen, der ist gesunde Ernährung. Auch hier am Koalitionsaccord steht, le gouvernement promouvera l'éducation alimentaire et la sensibilisation des enfants dès le plus bas âge aux produits locaux, bio et saisonniers. Ich meine, das ist klar, was man die kleinen Kinder von kleinen uns gewinnen, was eine gesunde Ernährung ist, da sind die Chancen mehr groß, dass die gesunde Ernährung nur am großen Alter auch noch eine Bedeutung hat. Und wir wissen noch alle, dass die ungesunde Ernährung an nicht genug Bewegung, ganz Tag sind die 2 Sachen gekoppelt. Schlüsselfaktoren sind vom Übergewicht, ich meine, da hat noch nicht allzu lange darüber diskutiert, weil laut Etude Health Behavior in School-Aged Children sind 21% von den Jungen zwischen 11 und 18 Jahren übergewichtig. Allgemein stellt sich also heute froh, welche Aktionen können wir festhalten, für eine mehr gesunde Ernährung zu erreichen. Dann der zweite Punkt, und ich koppeln den direkt noch am dritten Punkt, weil die halten zusammen, da hängen zusammen, dass das Stoffe und regionale Produkte und Stoffe und saisonale Produkte. Auch hier am Koalitionsaccord ist festgehalten, le gouvernement poursuivra et intensifiera ses efforts de promotion de la production alimentaire nationale. So laut ILRAS-Etude passen 85% von den Konsumenten op, für regional und saisonal anzukaufen. Da können wir leider nicht daraus schlussfolgern, dass so 85% von ihren Produkten regional und saisonal ankaufen. Aber es weiß trotzdem, dass der Konsument zu Lützeburg ganz sensibel ist für das Produkt. Und dafür stellt sich die Frage, welche Aktionen können wir definieren, für nach mehr als regional und saisonal Produkte zu fördern. Dann der 4. Punkt, Bekämpfung von der Lebensmittelverschwendung. Auch zu dem Punkt haben wir am Koalitionsaccord stehen. Le gouvernement renforcera ses efforts dans le domaine de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Und auch hier, als bei der TNS-ILRAS-Umfrage rauskommt, dass 45% von den Leuten sich Gedanken machen über die Lebensmittelverschwendung am Bezug auf ihre persönliche Ernährung. Wir wissen aber leider auch parallel, dass 53% von der Lebensmittelverschwendung am privaten Haushalt passiert. Sodass wir da sicherlich noch Sput haben.
Wéi kree mat Lebensmittelverschwendung weiter reduziert, durch wéiing Aktionen kree mat Lebensmittel sech nach méi Wert geschätzt. Dat sind die wichtig Frohen. Dann der 5. Punkt, die Lebensmittelsicherheit. Und ich so noch die Lebensmittelsouveränität. Der einerseits so 85% von den Befragten, dass sie zufrieden sind mit der Lebensmittelsicherheit, das ist also Sicherheit, Qualität. Und so noch 27% von den Befragten, dass sie sich bereit wären oder dass sie froh sind, dass die staatlichen Subventionen müssten noch abgesagt gehen, für das wir als Ernährungsautonomie könnten garantieren. An Sicherheit und Souveränität, die gegen DAX gleichgestaltet sind, so verschiedene Sachen, aber die 2 Sachen sind wichtig. Sicherheit und Souveränität, dafür in alle Wochen an dieser geopolitischen Situation, wo wir sind. Und Dalva, als veterinäre Lebensmittelverwaltung, ist mittlerweile zuständig, neben der Gesundheit und dem Wohl, für die Sicherheit von den Lebensmitteln wirklich vom Stall bis auf den Teller. Weil den 1. Januar 2025 als der Lebensmittelkontrolllabor von der LNS, den Deal, den u sech nach so von der gebotene Büff der kontrolliert hat, den als an Dalva integriert gin. Dat hecht de Labor hecht LVA, Laboratoire Veterinäre Alimentär, fir seg neii Kompetenzen herumzuspielen. Dommer sind definitiv los sämtlich Kompetenzen am Bereich Lebensmittelsicherheit am Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung gebündelt. Mit Hilfe von welchen konkreten Aktionen bringen wir es fertig, sowohl die Lebensmittelsicherheit, wie für allem Wort Lebensmittelsouveränität, zum Beispiel auch in Krisenzeiten, noch weiter zu verbessern und aufzusichern. Und der 6. Punkt, den wir sich gefragt haben, ist das Gleichgewicht zwischen dem Preis von den Produkten und dem Einkommen von den Produzenten. Da kann ich so, dass 36% von den Leuten, die merken sich wirklich Sorgen, ob sie genug finanzielle Mittel haben, für Qualitätsprodukte zu kaufen. Auf der anderen Seite so 79% von den Befragten, dass sie bereit wären, für mehr hohe Preise zu bezahlen, für den Bauern ein ausreichende Revenu zu garantieren. Was der nicht immer beim Abkaufsverhalten festgestellt kann. Er stellt sich also die Frage, wie können wir sicherstellen, dass als Produzenten fair remuneriert gehen, und gleichzeitig jeder Zugang zu gesunden und abordablen Qualitätslebensmitteln hat. So, das sind die 6 Aktionsfelder, und ich so schon alle Fraktionen vielmals merci für ihren Input an dieser Ernährungsdebatte. Wir werden danach, wenn wir ihren Input tun, wie gesagt, den Input auf von den anderen Stakeholdern, die wir auch gefragt haben. Wir sammeln dann Proposen, wir analysieren sie mit dem Ziel, für bis Ende des Jahres den 1. Aktionsplan Alimentation können zu präsentieren. Ich so nicht merci. Merci vielmals, Madame Hansen. Und als erster Redner als den honorablen Herrschaft Bohnen angedrohen. Herr Bohnen, die Wort. Merci, Herr Präsident. Ich habe morgen die Mut mitgebracht. Ein Mut aus dem Gart, für einen engen Mut nach aus dem Boden gezogen. Just eng, da muss man es ein bisschen teilen. Auf alle Fall wollte ich darüber weisen, die Mut gesagt, nicht perfekt, da ist vielleicht nicht, wie das aus dem Supermarkt kennt, aber das ist ein regional produzierter Mut. Und die schmeckt auch sicherlich gut. Die könnt ihr so essen oder die könnt ihr auch kochen. Auf alle Fall, darüber will man heute schwätzen. Über eine gesunde Ernährungspolitik, und der Minister hat ja schon an der Intro gesagt, darauf stellt sich, welche Impulse oder welche Aktionen kann Politik holen, für ein nordisches Ernährungssystem zu ermöglichen, zu unterstützen und noch zu promovieren. Und es sind, wie gesagt, viele transversale Bereiche, die hier am Nähen verlaufen, und da ist es doch vielleicht flott, dass die neue Redner aus unterschiedlichen Wühen die Sache belichten. Bei mir ist wahrscheinlich ein großer Touch-Produzent dabei, bei anderen nicht aus der Sicht vom Konsument. Ich wollte für dich darauf eingehen, wie die Ernährung sich die letzten 50 Jahre verändert hat. Es sind auch nach 50 Jahren für allem saisonal und sowieso regional Lebensmittel selber präpariert gehen, oft aus der nahen Gegend oder sogar am eigenen Gart. So hat auch die Globalisierung, Tiefkultur an den Frigo dazu gefordert, dass ein Haut zu allem Moment kann von allem essen. Daneben hat der Supermarché die kleine Dorfepicerie am Dorf ersetzt. Und das hat natürlich auch Vorteile. Der Schwach Lebensmittel ist riesig gehen. Es geht nicht mehr alltag Neues, just exotisch an neues Grumpen mitgebracht. Heute können wir Lebensmittel von überall,
an all der Neues genießen, an all der Neues probieren. Das ist aber so, dass Essen an der Mannspräparation davon durch Zeitmangel eine Mann wichtige Rolle spielt, auch viel an der Restauration an präpariert Lebensmittel am Menü zu sich gehen. Das hat auch einen Einfluss auf die Produktion gehabt. Es ging am Anfang heute an der Landwirtschaft just nach Rohstoffe für eine Lebensmittelindustrie präpariert, also produziert. Der Bauer hat einen direkten Lien mit dem Konsument verloren und muss heute ihre globale Markt schaffen. Parallel hat die Verarbeitungsindustrie sich auch verändert und sich der spezialisierte Demand angepasst. Sie offeriert heute ultra-processed Food, Lebensmittel, die wie die Nummer sieht, viel verschafft sind, aber wo solche Zusatzstoffe, darin Zucker, Fette, also Produkte, die gut verstärken, Material verschafft sind, was zum Teil zu den gesundheitlichen Nebenwirkungen führen. An einer nordischen Ernährungspolitik muss dieser Situation Rechnung getragen gehen. Und ich wollte auf 3 Punkte eingehen, von denen die Ministerin geschwärzt hat. Einmal die gesunden Lebensmittel produzieren, dann auf die Lebensmittelsicherheit und Souveränität und zum Schluss auf die Regionalität und Diversifikation von unserer Landwirtschaft. Laut der TNS-Etude, die die Ministerin zitiert hat, haben 57% der Konsumenten geantwortet, dass der Impact von den Lebensmitteln auf ihre Gesundheit für sie wichtig ist. Dëmfor weist, dass 71% von denen 57 ein Back plus 4 haben. Also haben wir eine starke Sozialkomponente. Es muss aber so sein, dass jeder, unabhängig von dem sozioökonomischen Status, ein Offer auf gesunden, aber bezahlbare Lebensmittel hat. Und noch verständlich kann verstehen, wer gesund ist, aber was echt zu gesundheitlichen Problemen führt. Eine nachhaltige Ernährungspolitik muss sozial gerecht sein. Für das Schiedereen und gesunde Lebensmittel könnt also es wichtig, dass Produzenten mehr auch die Verarbeitungsindustrie klare Regeln haben und noch sensibilisiert gehen, für bedenkliche Substanzen zu reduzieren. Zum Beispiel am Fall vom Zucker oder der Salsa. Das Thema hatte mir letztes Jahr am Kader von der Obesität schon mehr im Detail geschwärzt. Die Festlegen von Mindestrückständen oder auch bakteriologische Qualitäten, zum Beispiel Salmonellen, aber auch Pflanzenschutzmittel zum Beispiel, auf Basis von wissenschaftlichen Kriterien, führt auch zu mehr Lebensmittelsicherheit und zu gesunden Lebensmitteln. Wir brauchen natürlich eine Überwachung und Kontrollen. In diesem Bereich ist unser Lebensmittelsystem schon extrem gut aufgestellt. Wir alle Gute kriegen regelmäßig mit, dass problematische Lebensmittel zurückzugehen. Es ist auch wichtig, dass wir die Kontrolle beibehalten und das System auch konsequent ausbauen auf alle Lebensmittel, die hier konsumiert werden. Es ist dann auch wichtig, dass eine verständliche Etikettierung auf die Lebensmittel ist. Systeme wie Nutri-Score, Rot-Lot, Green-Lot oder aber Appen können helfen, dass ihr besser versteht, wie ein Lebensmittel gesund sind und sollen konsumiert gehen. Die Reklamen haben natürlich auch einen großen Einfluss, ob es allem, für allem, ob es kann. Wer von uns kennt nicht Situationen, wo in einem Supermarkt für seine nächsten Kanner neue Produkte gewiesen kriegt und sie sagen, das ist aber gut. Für uns als CSV wäre es wichtig, dass Kanner als Jugendliche für unsere Reklamen zu schützen. Für allem über Restriktionen auf Social Media. Verschiedene Länder wie Großbritannien oder Kanada haben so etwas angefordert am Bereich von dem Fernsehen. Da wird zum Beispiel 4 Uhr keine Reklame mehr gemacht für ungesunde Lebensmittel. Und der Fernsehen spielt eine immer mehr größere Rolle, was wahrscheinlich sich auf Social Media zu konzentrieren, ist mir wichtig. Mir ist wichtig, dass wir hier als EU eine Initiative starten. Wie eingangs gesagt, ist man immer mehr an der Restauration kollektiv. Für allem als Kanner ist ein Dachs nicht mehr daheim, wir sind abhängig von dem, was an der Maison Relais oder an der Kantine auf dem Tisch kommt. Und das ist eine Chance, für gesund und equilibriert Menü anzubieten. Ich kann jede Charge, alle Leitlinien oder klar Vorgaben, muss die Cash eine Indikation geben, wer auf den Tisch kommt und wer da frisch zubereitet wird. Als Gemengen an ihr Träger oder auch der Staat überholen, habe ich schon zu Teil eine Vorbildfunktion, wenn ich nicht nur Restopolis denke. Allerdings sollen wir dann noch die Präsenz von den Automaten an den Schulen auf Frage stellen. Möchte es Sinn, den Schülern ein equilibriertes Menü anzubieten, wenn an der Pause des Snickers die Alternative ist? Hier muss auch die Schule eine Vorbildfunktion holen. Das Schulobstprogramm spielt an dem Fall eine wichtige Rolle. Da wäre es interessant zu wissen, ist der Dorf groß genug für die Schüler, sind Kirchen oder Pause eitel oder leidet Obst oben noch am Kurve? Wenn du heimgehst oder am Restaurant hat Politik immer einen großen Einfluss. Sie kann und muss allerdings sensibilisieren in Richtung von gesunder Ernährung. Die Message ist klar, eine equilibrierte und diverse Ernährung von allem Essen
von verschiedenen Nütze viel, von allem ein bisschen, aber selber lehren, Grundnahrungsmittel frisch zu verschaffen und sich Zeit dafür holen. Für viel zu bereden, mir auch viel zu schmecken und zu genießen. Das ist der Grundstein von einer gesunden Ernährung. Und dann darf auch einst du ein gutes Glas Wein von der Musel dabei sein. Auf Wösner erregt den über Sensibilisierungskampagnen wie das Landwirtschaftsministerium oder auch andere Partner aus dem Landwirtschaftsbereich das schon machen. Ich denke, in dem Programm so schmeckt Lützburg und dem Magazin gut, aber auch ein Fahrer Koller drin darum Bauernhof. Ganz am Anfang vom Leben, ganz am Anfang vom Leben lehrt die verschiedene Guten zu entwickeln. Die echt Lebenslehre sie prägend, und das wichtig, dass Kanner ganz frei viel unterschiedlich gesund Lebensmittel für allem Obst gemäß Ugebäude kriegen, für die gut zu entwickeln. Der Brokkoli und der Chicorn sind prinzipiell mal geht. Wir präpariert auf verschiedene Formen an oft Ugebäuden kommen sie irgendwann auf die Gu. Oft das Geburt für Kanner ein Schlüsselmoment für Eltern, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, und da muss Sensibilisierung umsetzen. Kanner müssen auch dann lehren, durch no e Gu für die gesund Lebensmittel zu entwickeln. Und noch lehren, wie ihr selber erstens zuberät. Thema von der Saisonalität spielt natürlich auch eine Rolle. Dafür muss über pur nachgedacht gehen. Eng oder mehr obligatorisch Visiten am Primär an der École du Goût zu Brandenburg zum Beispiel. Das Initiativ erlaubt es, die Schüler zu lehren, wo die Lebensmittel herkommen, wie sie schmecken und noch wie sie zubereitet gehen. Kachatelieren an der Maison Relais sollen denen Kanner, die nicht daheim gewiesen kriegen, wie erstens zubereitet, aber erlauben auch zu sehen, wie gekocht wird. Dann die Initiative von der Schule am Kader von der Natur, da in Schulhaft hat man eine Diskussion darüber, dass auch Schulgeld sollen ein Teil sein von einem Schulhaft. Weil die Mutter, die muss natürlich an den Boden gesehen gehen, die muss wurzeln, die muss gepflegt gehen, den sie da genießen kann. Und der Edukationsminister hat am Projekt vom Manner Ekran mehr bewegen auch gesagt, dass er sich der Sache ging unhüllen. Das ist aber wichtig, dass er da anzusuchen schmotte Gemengen guckt, wie er zum Moment überbrückt wird, weil das ganz oft dann als für die Gärte allein bleibt, aber nur nicht wie du hast. Da Kinder zum Beispiel zusammen mit Beschäftigungsinitiativen helfen. Ich ging da bei den Punkt kommen von der Sicherheit und der Souveränität alimentär. Die Ernährungspolitik muss sicherstellen, dass genug sicher, also erst bei Lebensmitteln verfügbar sind. Es stehen am Anfang schon auf Normen und Kontrollen ergangen. Eine nordische Ernährungspolitik muss auch dafür sorgen, dass das Produktionspotenzial nachhaltig erhalten bleibt. Und noch für allem produziert wird für strategische Aufhängigkeit, wie man zum Beispiel an der Pandemie mit Material, medizinischen Material oder an der Energiekrise erlebt haben, zu verhindern. Ja, das ist wichtig, dass an diesem Punkt überregional und europäisch geguckt wird. Für das Produktionspotenzial von der Landwirtschaft zu erhalten, ist es für allem wichtig, dass man Leute haben, die Lust haben, an der Landwirtschaft zu schaffen. 12 von den Bauern als rückläufig. Das ist wichtig, jung, an Männer jung Leute zu encouragieren, an die Landwirtschaftsberufe heranzuklammen, an den flotte kreativen Beruf vom Bauer auszuüben. Der Minister hat ja annonciert, dass sie am Gange ist, zu analysieren, wo Probleme sind, aber welche politische Maßnahmen ihr könnt holen. Dem von der ILRES weist, dass die größte Sorge von den Produzenten den administrativen Aufwand, die viel abladen, an der Summe mit einer Unsicherheit von den Preisen sind. Dafür muss man Ablagen reduzieren, respektive Doppeln an Verhältnis bringen zu der Größe von den Betrieben. Das ist wichtig, auch wenn man Diversifikation denken, weil ihn oft ganz klein aufhängt an oft Türden, aber dazu wird dann am meisten bremst, weil die oft auf die Industrie oder auf größere Verarbeitungsbetriebe ausgelöst. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir als Ressourcen für allem als Bierden schützen und gesund halten. Landwirtschaft ist, wie die Nummer sieht, und den Boden gebunden. An genau der Boden muss geschützt gehen. Für das einmal für die Versicherung. Weil wenn bis Beton da ist, da ist kein Mut mehr da. Wir auch für andere Nutzungen, wir hatten darüber geschwärzt, dass wir zum Beispiel alle Leute der Meinung wären, dass nicht Fläche PV für Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftliche Böden gehören, wir immer enger Zusammenspiel mit Landwirtschaft, da die Lebensmittelproduktion nicht in Bedrängnis bringen. Das ist dann auch wichtig, dass bei Extensivierung und Kompensationsmaßnahmen auch immer so gedurcht wird, dass der Naturschutz zusammen mit der Landwirtschaft gemerkt hat, dass für eine Produktion kann erhalten bleiben. In dem Sinn, also zu begrüßen, dass der Koalitionsakkord vorgesehen, die landwirtschaftlich hochwertigen Flächen zu schützen. Und da müssen wir alle als Ressourcen schützen, Wasser,
Luft, für das man Führer können produzieren. Beim Boden muss man dafür sorgen, dass keine Erosion, keine Unfruchtbarkeit und noch kein Humusaufbau stattfindet, weil das langfristig als Lebensmittelproduktion eine Gefahr bringt. Hier sind verschiedene Aktionen möglich. Ich denke, eine Biolandwirtschaft, wo einen neuen Aktionsplan könnt, integrieren Approchen, aber auch da Umweltmaßnahmen sorgen dafür, dass hier Potenzial nicht gefährdet wird. Als Weltpopulation wiest, wir müssen auch neu werden, für effizient Lebensmittel zu produzieren. Neue Lebensmittel an der EU als Novel Food bezeichnen können eine Chance für eine effiziente Lebensmittelproduktion. Darin fallen zum Beispiel Landbruchskulturen wie Hefen. Wir müssen als reglementarische Kader gehen für das Lebensmittel und noch Initiativen nach Forschung an dem Bereich unterstützen. Lebensmittelsouveränität und Lebensmittelsicherheit geht nicht zum Nulltarif. An den Verhandlungen rund um den EU-Budget als das wichtigste Budget für die Lebensmittelproduktion zu erhalten oder sogar auszubauen. Alle anderen Decisionen gingen zu einem Rückstand an diesem Bereich feiern. Ich komme aber der letzte und dritte Punkt, regional Lebensmittel und Diversifikation. Das Lebensmittelsystem durch eine Vernetzung von Produktion, Verarbeitung und Konsumenten mehr stark machen. Ein Ernährungssystem mit gesunden, lokalen und umweltfreundlich produzierten Lebensmitteln muss die Konsumenten und Grundnahrungsmittel wie Mutter rufen. An einem kleinen Land wie Lützeburg muss das möglich sein. Und hier müssen wir auf verschiedenen Niveaus aktiv gehen. Die Restauration kollektiv bietet eine Chance für die Stadt und Gemeinden hier Verantwortung können holen, für bestmöglich regional und saisonal Lebensmittel zu kaufen. Das Projekt Supply for Future Restopolis setzt da an als ein gutes Beispiel, weil Produzenten direkt Lebensmittel an die Kantine liefern. Das wichtigste Projekt zu begleiten, zu gucken, wo Schwierigkeiten sind, aber nicht anzupassen. Ein anderes Projekt ist das Projekt vom Gemengesyndikat Sikona, im ersten regional Bioaffaire, als auch ein gutes Beispiel, in dem sich andere Gemengekinder anschließen, weil da ein Lastenheft erstellt gehen, als für maximal regional Lebensmittel an den Schulkantinen zu verschaffen. Naturparke gehen auch ähnlich fair mit einer Schachtel. Regionalität und Saisonalität ausbauen, heißt auch Diversifikation von der Landwirtschaft vorantreiben. In vielen Bereichen sind wir defizitär. Bauern, die neu wären, müssen konsequent unterstützt gehen. Zu begrüßen als der Kontaktpunkt Agri-Innovation am Landwirtschaftsministerium, den als One-Stop-Shop für Produzenten gilt, die neu wären. Am Anfang ist es schwer, wenn etwas Neues aufhängt, und es ist wichtig, begleitet zu gehen, und genug Kontakte zu kriegen. Bauern, die an Direktverarbeitung investieren, sollen weiterhin finanziell unterstützt gehen. Es sind oft, wie gesagt, kleine Quantitäten, mit denen man aufhängt, und die Kosten pro Unität sind ganz hoch am Anfang, und es braucht eine Unterstützung, für um Marché seinen Platz zu finden. Da wissen wir alle gut, dass der Gemeisaufbau noch viel Potenzial hat, und das ist wichtig, dass das deposierte Gesetz für die Gemäßherren da ist oder könnt, für denen Produzenten zu helfen, die da wollen aktiv gehen. Und dann noch Innovativprojekte im Bereich der Direktvermarktung, sehr wird Haftbutiker oder Solarvier müssen unterstützt gehen, für zum Beispiel über eine Zentralkommunikation, dass man gesehen, wo überall gibt der Haftbutiker, wo gibt Direktvermarkter, wo direkt an die Produkte kommen, und vielleicht auch denen helfen, dass sie hier Logistik ein bisschen zentralisieren, wenn sie Überschuss und Produkte haben. Auf alle Fall regionale Vermarktung bietet viele Chancen und schafft für allem eine Vertrauensbasis zwischen dem Konsument und dem Produzent. Für aufzuschließen will ich noch einmal betonen, CSV will keinem vorschreiben, was er auf seinen Teller möchte, wir wollen aber sicherstellen, dass gesunde Lebensmittel verfügbar sind und auch alle Informationen bekannt sind, für das der Konsument sein Schwacker machen. Dafür stimmen wir für stark Budget für die Lebensmittelproduktion, eine starke Sensibilisierung an Information, wissenschaftlich basiert Lebensmittelnormen, den Ausbau von den regionalen Filieren und den Schutz von den natürlichen Ressourcen. Gut Essen ist wichtig, das ist auch ganz oft ein sozialer Moment vom Zusammensinn. Eine gute Ernährungspolitik sorgt dafür, dass Lebensmittel und Genießen davon auch zu einem starken Moment gehen. Es so nicht merci und hoffen, dass den Norredner noch ein Beilage für bald Mut fallen. Vielmals merci, Herr Präsident. Also die Ernährung ist definitiv ein wichtiges Thema. Nicht nur, weil es lebensnotwendig ist, sondern so nicht auch alle vielmals merci für die vielen Ideen. Ich kann mir sie nicht alle aufschreiben, aber ich habe in der Zeit für die vielen Ideen, die man Krito und Monika da gesagt mit 6 Themenfelder an die meisten von euch probiert, sich um die 6 Themenfelder zu halten, sodass wir da definitiv eine ganz schöne Ansammlung von wichtigen Ideen haben.
Und ich so den Debat von Hock, der wieder lädt, definitiv Sprichwort, wenn ich bei der Alimentation bleibe, da gibt es so ein Sprichwort, viele Köche verderben den Brei, aber ich meine, heiers werden mehr Cash mat geschafft hun mat schaffen, gëtt du sech no als ein Tool, als ein Aktionsplan besser. Dufir probieren lob einzelne Marken anzugoen, respektive op Froen anzugoen an ich bleibe ma mingen 6 Themenfelder, der Dcht wat gesund Ernährung schwngenden, de Gimp gesund essen méi bewegen, as hun Madame Delcourt erwähnt gin. Ich denke, dat het wichtig ist, dat man den eng op de Lecht höllen, dat man den noch verbessern, dat se ganz guten Uti. Muss vielleicht nach méi Leben dran bringen, dat het na besser funktioniert. Transparenz als gefördert gehen Schmenge vom Luc Emering, vom Herr Görgen auch Etikettage, das ist also auch ein Sujet, den man muss an den Aktionsplan abbauen, gucken wie, mal eine Idee hat. Reklammen, dat auch eng Flot sagt, mein Chef Boden hat gesagt, gibt verschiedene Initiativen, wo ein Kanner solle geschützt gehen, hat verschiedene Reklammerecht ab Ningauer zum Beispiel laufen, also auch dat eng ganz gut Idee. De Schulöbsprogramm als ugeschwert gehen an fir Drun wär eng Mut, dats mat der Mut ugang an ka so Schulöbsprogramm gin 18.000 Kilometer ausgedeelt am primär an am sekundär 125.000 Kilo Apple, 12.000 Kilo Bieren, dat dat wat iwwer Jo vun denen do Öbssorte gebraucht, des Hummer am Prinzip auch genug, wat man sech nicht genug as das Leiit hätte gerne méi verschiedenes. Und dann getteilst du verbützelt, da getteilst du kommen noch einmal Aktionen dafür, wo man Merpel Fußball gespielt geht. Und ich meine, das muss man verbieten, das darf nicht sein. Wie gesagt, wir haben Apple, Mute, Bieren, der immer genug. Wir haben natürlich heute zu Lützelburg keine Bananen. Wenn wir gucken, ob man nicht nach anderen Sorten von Obst, auch regional Obst, so können an das Programm rankriegen. Madame Delcourt hat gefragt, ob eine Strategie mit der Gesundheitsministerin über gesund Ernährung soll kommen. Wir den Aktionsplan heißt gesund Ernährung und werden wir natürlich zusammen mit der Gesundheitsministerin schaffen. Ich habe gesagt, den Aktionsplan, das muss zusammen an der Regierung gehen, das nicht nur ein Minister. Dann zum zweiten Punkt, offene regionale Produkte und saisonale Produkte. Do war vun viele Leiit so den Kompetitivitéit vun eiser regionaler Landwirtschaft am Vergleich zu Drittländer ugeschwert gin, et war auch Mercosur ugeschwert gi vu viele Länder. Ech will enker run erinnern, dat ich am 4lächte Konseil zu Bresel ënner engem AOB-Punkt de Kommission opgefördert hunn, dat wann se Produkte an Europa zulassen, dat déi kein Rückstand wie der vun Hund vu Pflanzenschutzmittel, die mehr verbieten. Das nimmen a Mengen an logisch, weil wann an Europa gesot geht, dat du Pflanzenschutzmittel as nicht gut wird Gesundheit, dann as auch nicht gut wird Gesundheit, wann er dann engem Apple aus den aus engem Drittland rakkent. Wir sind auch ganz froh, dat an der Vision von Christoph Hansen der Ton auch lo dra steht, aneben auch Deierstandarden. Deier wöl, auch hier an der EU haben wir ganz hohe Standards, wir sollen auch, wir müssen darüber aufpassen, wann Importe aus Drittländern kommen. Dann ist von ganz vielen von der Supply for Future, respektive Schulen, sich angeschwert gehen, dass die ein extrem wichtigen Akteur sind. Der Supply for Future natürlich, dann auch ein regional Bioaffaire von der Sicona. Du hast gefragt, wie das Projekt sich weiterentwickelt hun, das kann ich noch nicht sagen. Wir haben eine ganze Party, auch eine andere Projekte an den Schulen. Wichtig ist, dass wir an der Schule sensibilisieren. Da wollte ich auch noch so, ich weiß nicht, wie gesagt, das soll im Land Betriebe gucken gehen. Wir haben lanciert, Landwirtschaftsministerium zusammen mit dem Medikationsministerium Landwirtschaft erleben, wo wir eine Visite auf den Betrieb am Cycle 4 gratis. Das ist mir überholen dort Kästen. Wir haben einen Online-Site, da können Schulklassen sich ummelden. Und Bauern, die wollen mitmachen, können sich auch da ummelden. Das lief, das wollen wir natürlich noch ausbauen. Direktvermarktung, ich meine, das war von der Madame Schoß angeschwert gehen. Direktvermarktung, das liegt mir auch am Herzen. Ich war Gründungsmember von einem Lützeburger Direktvermarkter. Und wir werden noch dort Reglement von der Direktvermarktung anpassen. Wir hatten noch zusammen mit der Uni LU auch noch mit verschiedenen
Bauern, die zum Beispiel die extensiv Rassen halen, Versammlung für den Weideschuss, das ist ja ein spezielle Erd erweist, wie dann der eben auf der Welt tot mischt. Und du brauchen auch egal, wie eine Anpassung vom Reglement. Wir werden also das, was die europäische Reglementation zulässt, werden wir auch als Lützburg zulassen. Wir passen da das Reglement und wir sind im Gang mit schaffen. Der Pan Bio, was Pirmolo beschwert gehen. Luc Emerin hat gefragt, dass er viel mehr auf die Filieren pochen, dat immer Filieren opbauen, den neuen Pan Bio d'Ausschaffung as Gang als Leiit sitzen do ze summen an hunn och do als Ziel, dat sech die Filieren man muss jo nicht nur ein Produkt schaffen, man muss bei den Konsument bringen. Es muss verürbigt gehen, es muss von engem distribuiert gehen, dat sech die Filiere gerne wollen zusätzlich unterstützen. Wenn man den Marché do mensch krämer Produktion. Das Lebensmittelhandwerk, ja, das ist mir von wem ugeschwert gehen, das darf man definitiv nicht vergessen. Das ist extrem wichtig und das auch ein Handwerk, das nicht einfach, wo man nicht genug Neues tun, wo man definitiv auch das muss zusätzlich unterstützen. Madame Delco hat auch gefragt, Zertifizierungsreglement, das tun wir an unserem Koalitionsakkord stehen, das wir überschaffen, das werden wir sicher überschaffen. Also, ich stehe hier an der Opposition, wie das Gesetz gestimmt wäre. Ich war nicht froh mit dem Gesetz und ich gesehen noch x Jahre, dass das Gesetz da hast du die Bildung gefragt, immer genau 2 Initiativen, die können von dem Gesetz profitieren. Also als irgendwie etwas, was nicht funktioniert, an einem Umgang zu gucken, auch durchmenken, dass man all das, was die EU zulässt, dass man das auch so umbauen, dass man mehr Bauern an Initiativen tun, die können von dem Zertifizierungsreglement profitieren. Da käme ich bei den Anti-Gaspi, die Kampagne, die von der letzten Regierung an die Leben gerufen ist, die werden wir natürlich weiterfeiern. Madame Delco fragt, was neue Projekte sind, und sicher, dass ein Konsultationsdebatte, ich wollte froh, weil er für neue Ideen nur dann Dealer mal sammeln. Wir werden auch den aktuellen Anti-Gaspi-Plan, den wir haben, evaluieren. Und noch do gucken, was das bräuchte, was das nicht bräuchte, für das wir wissen, welche Mesuren, dass wir da weiterführen, respektiv ausbauen können. Dann die Lebensmittelsicherheit, als Lebensmittel so sicher, das wird garantiert durch die vielen Kontrollen, die wir machen. Und auch da das gesagt, gehen Kontrollen unbedingt beibehalten, eventuell sogar ausbauen. Und dann als etwas gesagt, gehen wir können halt zu Lützburg natürlich viel von Lebensmittelsicherheit, dafür in allem von Souveränität schwätzen, mit Souveränität behalten wir nicht mehr, wenn wir Bauern und die anderen produzieren. Also muss man Produktionspotenzial erhalten, die Böden, die wertvolle landwirtschaftliche Böden muss ich schützen. Da sind wir im Gang zu überlegen, wie wir das machen können. Und für allem brauchen wir genug junge Bauern. Und da ist Möhren den Kick-Off-Workshop mit 40, 50 jungen Bauern für eben Problematik zu analysieren, wo sind die Probleme ran, noch für dort zu gucken, für gemeinsame Lösungen zu finden. Heute zu Lützburg sind wir nämlich auch da nicht ganz gut. 30% von den Betrieben so, sie hätten sich eine Nachfolge, rund ein Drittel, mehr wie ein Drittel, sie hätten keine Nachfolge. Was natürlich schon dramatisch ist von denen über 55 Jahren. Also, das ist zu Lützburg nicht besser wie am Rest von Europa, und da muss man sich Gedanken machen, auch an der Vision vom Agrarkommissar, als der Ton angeschwert. Dann hat Madame Schoß auf One Health Initiative an den Plan National Antibiotik hingewiesen. Schon nach, ich weiß nicht genau, wie 2-3 Wochen Rendezvous mit der Gesundheitsminister genau zu dem Sujet, weil der One Health System ist extrem wichtig für unsere Gesundheit. Wir müssen dort zusammen schaffen, und das werden wir auch weiterhin machen. Planungssicherheit, also auch von der Madame Schoß angeschwert gehen, Gleichgewicht zwischen dem Preis von den Produkten, Abkommen zum Produzenten. Also für mich ist es auch extrem wichtig, dass Bauern Planungssicherheit kriegen. Das kann nicht sein, dass wir alle 7 Jahre eine komplett neue Reform machen, wo die Leitlinien alles komplett anders sind. Und dafür sind ich auch froh, und das begrüßen wir auch. Wir schwätzen die Mitschenränke mit der Landwirtschaftskammer auch über die Vision, weil das an der Vision gesagt wird, wir kriegen eine Evolution bei der nächsten Reform, aber keine Revolution, weil das packt keinen.
wenn wir gerne Betrieber gern hätten, da brauchen wir Prävisibilität. Madame Welfring hat gefragt gehabt, wie die Dynamik von den anderen Initiativen, wie man könnte von der Dynamik von den anderen Initiativen profitieren. Ich denke, dass sie den Ernährungsrat oder den Ernährungsrat annimmt. Wir haben auch den Ernährungsrat, also heißen die 60 Stakeholder. Also wir haben 60 Deputierten gefragt, wir fragen 60 Stakeholder, an die 60 Stakeholder stehen natürlich vertreten für nach viel mehr andere Leute. Du hast auch den Ernährungsrat dabei, du hast DLC dabei, du hast DIBLA dabei, du hast Nordstadt Lebensmittelpunkt dabei. Das ist ein Verein, den sich schon etwas an dem Bereich gemäht hat. Eben auch der Verband proaktiv Schlöchthaus, weil auch das ist ein Akteur, den wir brauchen, wenn man gerne Lebensmittel haben. Schulen, Hotelschulen, Dackerbauschule, Bohnenweg, Décole du Goût, also auch mal genannt gehen. Also wir haben da probiert ganz breit, dass man als Konsultation da ganz breit machen. So, dafür will ich wirklich so eine Menge hatten wir ein ganz gut, ein interessant und für mich ganz wichtig Debatte, wo ich ganz viel Input kriege und ganz viel Input kriege, wir sammeln das. Das war doch wichtig, also ich meine, das hat der Chef gesagt, wir wollen keinem Vierschreiben, was man Teller hat. Wir wollen auch der Konsument und der Produzent also etwas wichtig als Mino bei ne bringen. Das hat den Luc Emering gesagt. Das ist etwas, was wichtig ist, weil sonst Krähe macht. Der Lien, die muss da sein, der Konsument, der muss sich honorieren, was der Bauer auch produziert, und er muss gesehen, was an einem Lebensmittel steht. Wir werden also nur die Idee sammeln, wie gesagt, von der Chambre, dann von den anderen 60 Stakeholdern, und dann machen wir am Ziel eben für Ende des Jahres einen Aktionsplan zu präsentieren. Wenn man den Aktionsplan präsentieren, kommt man natürlich auch nach Einkehr an die Chambre. Ein Aktionsplan, wie gesagt, für eine sichere, gesunde Ernährung, an dem wir regional nachhaltig und eine resiliente Landwirtschaft fördern. Und dafür gebe ich auch rekommandieren, die Motionen nicht unzuhöhlen, weil wir sammeln ja Ideen. Wir sind ja an einer Phase für die Ideen zu sammeln, das heißt Motionen nicht unhöhlen. Wir leisten noch für die anderen Stakeholder. Zu den Motionen Supply for Future, ich will da just mal den Weltring so, dass auch Kontakt sind, auch mit der Gesundheitsminister schon mit den Kliniken, für zu gucken, was da machbar ist. Wie gesagt, wir holen das als Idee mit, auch zusätzlich Leute gegen den Anti-Gaspi, wir holen noch Dateien als Idee mit, wir kriegen ja hoffentlich noch andere Ideen, wir da ja noch Hockt kriegt. Und auch das von den Piraten, hören wir mit, die Motion von den Piraten, da will ich just so, wir hatten noch eine Entrevue mit den Epicerie Sozialen, wir hatten es alle mit denen gerufen, also Juna ist gesagt, dass es sich nicht notwendig wäre, dass man legiferieren, weil Grund zu fassen sich, weil erstens mal verkaufen sich schon relativ viel, wo sie eben so, wenn geschwind auflebt, dann mehr sie groß Schuld drauf, datum lebt geschwind auf, da verkaufen sie schon viel, und dann der Lien zwischen Epicerie Sozialen und der Grund zu fassen, das funktioniert, sozusagen. Die Epicerie Soziale müssen andere Sachen zukaufen, weil nicht unbedingt Lebensmittel sind, brauchen noch nach Waschpulver und so weiter. Wir sind gemeint, dass es nicht notwendig wäre, dass wir heute zu Lützenburg legiferieren. Gut, ich so nicht noch ein Jahr. Vielmals merci für alle Ideen und wir werden die mit analysieren. Also, große Merci.